Ganz herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr über das Thema Jesus und Übernatürliches. Wir schliessen mit dem unsere Serie über den 1. Korintherbrief ab. Wenn man über Übernatürliches redet, dann hast du die einen, die sagen, yes, mehr davon, einfach übernatürlich. Und die anderen sagen vielleicht ganz ehrlich, lieber nicht. Ich habe da schon meine Erfahrungen gemacht. Ich kann mich erinnern, ich war mal an einer Konferenz in den USA, wo so ein grosser Erweckungsprediger war. Vielleicht, wenn man es aus dem Fernsehen kennt. Und der ist so da die Reihe durchgegangen und dann plötzlich hat er auf jemanden gezeigt. Und dann hast du aufstehen, in den Gang rausstehen und hat er so gebetet, dass du einfach umkehren musst. Und ich weiss noch, wir waren so als Team dort und alle sind eher ein bisschen so da gesessen. Ist gut, wenn er für andere das macht, aber hauptsächlich nicht mich. Ja, ist auch etwas Übernatürliches. Ich möchte das auch nicht irgendwie schlecht machen. Die Leute, die am Boden gelegen sind, mögen da wirklich eine Gottesbegegnung haben. Aber jetzt ganz ehrlich, ist es auch nicht die Art und Weise gewesen, wie ich es mir für mich gewünscht hätte. Ich habe die Woche ganz ein unscheinbares, natürliches, übernatürliches Erlebnis gemacht. Ich hatte einen Termin, ich habe das Tram verpasst und gemerkt, ups, das lange nicht mehr mit dem nächsten Tram. Und dann hatte ich einfach den Impuls gehabt, hey, nimm doch so ein E-Trotti. Zara hat mich gesehen, das ist Beweis. Es war mein allererstes Mal in Zürich. Ich hatte die App noch von Helsinki und ich war noch rechtzeitig mit dem Trotti. Und das Lustige war noch, am Freitag bin ich auf dem Velo und plötzlich hat der Impuls, das kannst du mal noch als Predigtillustration brauchen. Und dann am Freitagabend ging es am Predigt, ich brauche dann eine kleine Story und dann ist es noch lang gegangen und dann plötzlich hat er so einen Impuls, hey, nimm doch das. So, eben, absolut unscheinbar, aber das ist das. Hey, natürlich brauchen wir das Übernatürliche. Danke. Der heutige Predigtext kommt aus dem 1. Korinther 14 und es ist so der Kontext, wo es um den Gottesdienst geht. Wir haben zum Beispiel schon Predigt gehört über das Abendmahl, das kommt dort im Kapitel 11. Im Kapitel 12 geht es um die verschiedenen Gaben, die der Heilige Geist gibt, wie er will, wo es auch um den Leib geht, den wir heute schon gehört haben. Und jetzt im Kapitel 14 geht es primär um Zungenrede und Prophetie. Wenn du keine Ahnung hast, was das ist, einen Moment Geduld, wir kommen noch dazu. Aber, was war das Problem gewesen? Wir müssen uns den Gottesdienst kurz vorstellen. Irgendwie muss es so gewesen sein, dass es da ganz viele Leute gegeben hat in dem Gottesdienst, die eben in Zungen geredet haben und dass in einer Lautstärke, wahrscheinlich hat jeder probiert, den anderen zu überbieten, weil es irgendwie so ein Zeichen war, ich habe die Gabe und ich bin geistlich und das müssen doch alle anderen irgendwo sehen. Aber das war eine Sprache, die niemand verstanden hat, also irgendwie nur schon von der Lautstärke her, wahrscheinlich nicht zum Aushalten und wenn du es verstanden hättest, hättest du nicht gewusst, was er sagen will. Also irgendwo das blanke Chaos. Und da kommt der Paulus drin und sagt, hey, stopp mal, meine lieben Freunde, so können wir keinen Gottesdienst feiern. Was aber noch spannend ist, ich meine, die einfachste Lösung wäre einfach gewesen, hey, hört einfach auf mit dem. Aber das macht er auch nicht, weil der Paulus hat gewusst, natürlich, wir brauchen Übernatürliches. Und ich möchte gerade lesen aus den Versen 4 und 5. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Ich wünschte, ihr hättet die Gabe, in Sprachen zu reden, aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen. Es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. In dieser Bibelübersetzung heisst es, wer in anderer Sprache redet. Und das ist das, was eben im Original heisst, in Zunge reden. Von dem kommt das, die Zungenrede. In der Neuen Genfer Übersetzung heisst es, wer von einer Gott eingegebenen Sprache redet. Und das bringt es eigentlich noch gut auf den Punkt. Zungenreden ist eine Sprache, die Gottes Geist uns eingibt, um aussprechen. Und in Zungenreden ist eigentlich noch lustig, eben, ist ein blödes Wort eigentlich, in Zungenreden. Wir brauchen immer Zunge zum Reden. Aber man kann es vielleicht so erklären, im Gegensatz zu einer anderen Sprache, die du beherrschst, wo du irgendwo einen Gedanken hast
und das dann rauslässt, okay, manchmal geht es ja schneller als Gedanken, aber grundsätzlich, du überlegst dir etwas und sagst es dann, ist es beim Zungenreden, dass wie es direkt zu den Zungen auskommt. Also du brauchst einfach dein Maul, ohne dass dein Verstand davon betroffen worden ist. Und die Zungenrede geht auf Pfingsten zurück, damals, wo die Nachfolger von Jesus gewartet haben auf den Heiligen Geist, den er ihnen versprochen hat. Und ab Pfingsten ist dann der Heilige Geist gekommen, er hat sie erfüllt mit seiner Kraft und er hat ihnen auch eben so eine Sprache ins Maul gelegt. Dort war es speziell, dass sie in Fremdsprachen geht und andere Leute verstanden haben. Wir sehen dann später auch in der Apostelgeschichte, dass das nicht zwingend nachher der Fall sein, sondern dass es auch eine Sprache war, die es gar nicht gibt oder wo eben nur eine geistliche Sprache ist und keine Sprache, die du irgendwo auf dieser Welt findest. Was ist Prophetie? Im Wörtlichen heisst Prophetie für jemanden reden. Also ich rede nicht selber für mich, sondern jemand redet für uns. In der heutigen Zeit macht das zum Beispiel ein Anwalt, oder? Der redet für jemanden. Und im Alten Testament hat es so Propheten gegeben, die hat Gott auserwählt und Gott hat zu ihnen geredet und sie haben dann zu einer Gruppe von Menschen geredet oder auch zum ganzen Volk. Und in der Zeit vom Neuen Testament, weil jetzt der Heilige Geist auf allen Gläubigen ist, nicht mehr so wie im Alten Testament, bevor Jesus kam, wo das einzelne wenige Personen waren, ist Prophetie durch etwas, so viel breiter ist. Und ich glaube, man kann es so auf verschiedenen Ebenen sehen. Ich sage mal, Predigt hat auch etwas Prophetisches an sich. Weil, ja, Predigt kommt aus dem Wort Gottes raus. Also wir predigen nicht einfach irgendwie unsere guten Ideen, sondern wir predigen das Wort Gottes. Aber es ist ja gleich ein Kontakt geschehen. Ich bete im Voraus, Herr, was möchtest du nicht einfach zeitlos sagen, sondern was möchtest du an diesem Sonntag zu unserer Church sagen? Ich bin auch noch irgendwo betroffen, oder? Und auf der höheren Seite ist ja auch, dass der Heilige Geist irgendwo das muss in uns lebendig machen. Und manchmal ist es noch lustig, hören die Leute Sachen, die eigentlich gar niemand gesagt hat oder niemand beabsichtigt hat, aber der Heilige Geist das auch noch brauchen kann. Das ist für mich so die prophetische Dimension, wo eben der Heilige Geist uns braucht und so zu uns redet. Hast du immer wieder gehört von Menschen, die sagen, hey, ich bin das erste Mal in die Kirche gekommen und der Prediger hat nur zu mir geredet. Wie hat er mich so gut kennen können? Wir sagen, nein, das sind nicht wir. Das ist der Heilige Geist, der so hat zu dir reden konnte. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass wenn wir einfach in einem Gespräch sind miteinander, dass Gott uns gegenseitig braucht, um zueinander zu reden. Mir ist zum Beispiel eine Situation in den Sinn gekommen, ich war in den Philippinen studieren und ich wollte eigentlich in die USA gehen. Ich wollte etwas Richtiges machen. Und ich habe dann jemanden gefragt, hey, hast du mir einen Tipp, wo ich hin soll in die USA, weil es da so viele Angebote gibt? Er hat gesagt, geh in die Philippinen. Ich so, nein. Und dann sind noch ein paar Wochen vergangen. Ich habe ihn wieder gefragt, ich weiß noch ganz genau, da vorne bin ich gestanden nach einem Gebetsabend und dann hat er wieder, geh in die Philippinen. Und ich habe nicht eben das gewusst, aber in dem Moment ist es für mich ganz deutlich das Reden von Gott gewesen. Ich habe nicht mehr anders angeschaut. Ich habe einfach gewusst, jetzt hat Gott durch diese Person zu mir geredet, ich muss in die Philippinen gehen. Und es ist ein super Jahr geworden, es war wirklich etwas Rechtes gewesen. Auch wenn ich das von mir aus gesehen nie ausgesucht hätte. Und ich kann mich erinnern, gerade letztes Jahr eine Community Night von 22+. Ich war auch mit jemandem im Gespräch gewesen. Und dann immer der Gedanke, frage sie wegen der Taufe. Ich so, nein, Herr, wir sind jetzt einfach sonst am Reden. Jetzt frage sie wegen der Taufe. Und irgendwann habe ich gefragt, hey, hast du eigentlich schon überlegt, dich taufen zu lassen? Dann hat sie gesagt, ich habe heute Gott gesagt, du musst mir irgendein Zeichen geben, damit ich den Schritt gehe. Wow. Und ich sage, ja, ich will gar nicht, das ist einfach, wenn Gott uns brauchen kann, können so wunderbare Sachen passieren. Und manchmal merken wir es vielleicht, manchmal merken wir es nicht einmal, was wir haben können für einen Unterschied machen, weil Gott durch uns durch hat können wirken. Und dann gibt es auch, ich sage mal, die Gabe von der Prophetie, wo du wirklich merkst, jetzt hat Gott zu mir geredet. Es ist für eine Person, es ist für eine Gruppe, vielleicht in der Kleingruppe. Du sagst, hey, ich habe den Eindruck, Gott möchte uns jetzt das sagen, fordert uns auf das raus. Oder irgendwo in einer Entscheidung, ich habe den Eindruck, Gott möchte das sagen.
auch für den Gottesdienst, das ist dann wirklich auch, ich sage im engeren Sinn, die Gabe von der Prophetie. Vielleicht da, was mir wirklich wichtig ist, dass wir, wenn wir so einen Eindruck haben, nie sagen, so spricht der Herr. Die Bibel sagt auch, bei all diesen Gaben, wir sollen sie immer prüfen. Und wenn du so absolut daherkommst, machst du es einfach am anderen ein bisschen schwieriger, weil dann muss der andere sagen, so spricht der Herr nicht. Und dann, wenn du sagst, hey, ich habe irgendwie den Eindruck, Gott möchte das sagen, dann lädt man auch ein, zu sagen, hey, man darf das wirklich auch prüfen und das sollen wir auch machen. Macht das Sinn? Und dann da im Gottesdienst haben wir zum Beispiel die Regel, dass man vorkommt. Man sagt zum Gottesdienstleiter, weil es geht ja nicht nur darum, ist es jetzt vom Herrn, sondern jetzt in dem Fall auch noch, passt es jetzt auch irgendwo in Zusammenhang, dass wir da auch eine gewisse Ordnung haben. Und um das wird es auch noch im heutigen Text gehen. Ganz wichtig zum Festhalten, Paulus sagt nie, haltet euch irgendwie fern von der Zungenrede, das ist schlecht. Das sagt er nicht. Aber er sagt, hey, der Gottesdienst, der soll kein Chaos sein. Und er soll verständlich sein. Also was bringt es jemandem, wenn er kommt und die plappert da einfach alle irgendwelche Sachen in Ekstase und niemand versteht das? Das ist doch irgendwo kein Gottesdienst. Man kann sagen, es gibt wie so eine Leitplanke. Natürlich, übernatürlich, aber ordentlich und verständlich. Jetzt ganz ehrlich, ich glaube, im Moment ist das nicht unser grösstes Problem in der Kirche. Oder? Wir haben Planning Center, jede Minute ist taktet und so. Wir haben eine Ordnung. An dem liegt es jetzt bei uns nicht. Aber da zeigt es auch wieder, hey, die Bibel ist auch vom Heiligen Geist inspiriert. Und der Paulus sagt noch im gleichen Absatz, hey, ich wünschte, dass ihr alle in Zungen betet und dass ihr alle prophetisch redet. Also er gewusst, man kann auch von der anderen Seite vom Ross fallen und hat das dort schon hineingegeben. Und ich glaube, der Teil ist der, wo wir uns ins Herzen nehmen. Sagen, ja Herr, das Chaos, da sind wir noch ein bisschen entfernt davon, aber lass überhaupt noch mehr passieren bei uns. Wir brauchen noch mehr. Ja, wieso sind die Gaben so wichtig für uns als Gläubige oder für uns als Kirche? Wir haben es schon gelesen, Prophetie oder ausgeleitete Zungenrede, damit die ganze Gemeinde durch das ermutigt wird. Brauchen wir Ermutigung? Ja. Und für den einzelnen Gläubigen, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Brauchst du Stärkung in deinem Glauben? Ja, wir brauchen es unbedingt. Wir lesen im Vers 18 noch ein bisschen mehr davon. Da sagt der Paulus, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in einer Gemeindeversammlung spreche ich lieber 5 verständliche Worte, die anderen helfen, als 10.000 Worte in einer anderen Sprache. Jetzt sagst du, hey, hallo, das ist doch ein Widerspruch. Jetzt sagt er gerade noch irgendwie, hey, redet nicht irgendwo in Zungen. Und er sagt, aber ich tue mehr als ihr alle. Man kann es auflösen. Die Zungenrede ist eine von diesen Gaben, die der Paulus im 1. Korinther 12 beschreibt. Da gibt es auch noch Wunderwirkung, Weissagung, so verschiedene Gaben. Und eine ist Prophetie und eine ist auch die Zungenrede und eine wäre noch die Zungenrede, also die Auslegung von der Zungenrede. Teilt der Heilige Geist zu, wie er will. Und diese Gaben, die müssen die Gemeinde ermutigen und entsprechend müssen sie auch verständlich sein, sonst kann das ja nicht passieren. Aber es gibt auch eben die Zungenrede, wo das, was die Jünger erlebt haben, ab Pfingsten, wo ein Zeichen auch war von dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wo dann eben eine persönliche Gebetssprache ist, wo eben der persönliche Glaube stärkt. Und wenn man die Unterscheidung macht, dass es Gabe gibt, die für den anderen ist und eine Gebetssprache, die für mich ist, dann kann man den scheinbaren Widerspruch sehr einfach auflösen. Aber dann ist auch klar, dass jetzt das, was meine persönliche Gebetssprache ist, muss ich dann nicht irgendwo da vorne ins Mikrofon machen, sondern von dem haben dann die anderen nichts. Da geht es dann darum, dass ich
meine Beziehung zu Gott kann stärken. Vielleicht sagst du, ja, das klingt jetzt schon ein bisschen strange. Gibt es das wirklich? Oder tun die Leute nicht einfach irgendetwas plappern, sich selber ausdenken? Und hey, ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der die Gabe hat, die Gebetssprache vom Zungenreden, hat sich den Gedanken wahrscheinlich auch schon gemacht. Ist das jetzt wirklich echt? Oder mache ich einfach irgendetwas? Und ich bin so dankbar für meinen eigenen Weg, den ich da drin gehen durfte. Ich weiss noch, als ich 16 war, habe ich das erste Mal gehört, dass es die Taufe im Heiligen Geist gibt. Und ich habe gesagt, jawohl, das wollte ich. Und ich habe für mich beten lassen und es ist nichts passiert. Und das ist noch ein paar Mal so gegangen. Und ich habe gesagt, Herr, ich will das. Schenk mir doch das. Und ich kann mich noch erinnern, es war mal an einem Jugendgottesdienst. Ich war irgendwo da vorne und für mich ist auch gebetet worden. Und dann habe ich eine riesige Freude in meinem Herz verspürt. Ich glaube im Nachhinein, das war der Moment, wo ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt habe. Aber ich habe nicht in Zungen gebetet. Und dann bin ich irgendwann zu Hause. Die Tür war zu, ich habe alleine für mich gebetet, nichts Spezielles. Was ich gemacht habe, ich habe laut gebetet. Das hilft mir einfach auch, um irgendwo den Gedanken nicht abgelenkt zu sein, sondern zum selber aussprechen, was ich bete. Und plötzlich lasse ich mir zu, wie eine Sprache aus meinem Mund rauskommt, die ich nicht verstehe. In dem Moment hat niemand gesagt, du mich mal nachbeten, lass genau, wie ich bete, oder irgendetwas. Es war unter keinem Druck, es ist einfach aus mir rausgekommen. Und im Nachhinein ist es für mich so schön, auch jetzt zum euch erzählen, zu sagen, hey, das ist nichts, was ich selber erfunden habe. Ja, ich habe wieder für mich beten lassen, aber schlussendlich ist es wirklich einfach ein Geschenk gewesen, das Gott mir gegeben hat. Und es ist so schön, eben, ich kann am Autofahren sein, am Velofahren, am Spazieren, ich kann daheim irgendwie kochen und ich kann gleichzeitig einfach in die Zunge beten. Und ich merke immer wieder, wie es mich einfach auf Jesus ausrichtet. Und wie irgendwo so, ja, Jesus ist immer da, aber wie irgendwo seine Gegenwart auch spürbar wird, wenn ich offener wird für sein Reden. Und das ist das, wo der Paulus da sagt, hey, ich bete mehr in Zungen als ihr alle. Ich stelle mir das ganz praktisch vor, der ist ja tagelang gewandert. Und auch wenn er Reisebegleiter hatte, irgendwann hat sich wahrscheinlich nichts mehr gewusst, zum zu erzählen. Und hast du auch nicht mehr reden. Dann hat er gesagt, hey komm, jetzt beten wir einfach mal ein bisschen in Zungen. Und dann sind sie so wieder ein paar Kilometer gelaufen und haben in Zungen gebetet. Und in dieser Zeit hat er die Inspiration bekommen für 5 Worte, aber die haben den Vollgas ins Schwarze getüpft. Im Vers 2 wird das nochmal so beschrieben. Denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Wenn du das auch willst, was braucht es dazu? Es ist ein Geschenk, das der gute Vater im Himmel all seinen Kindern möchte geben. Allen. Und bitte ihn einfach darum. So einfach ist es. Man sieht in der Apostelgeschichte, dass es doch häufig auch unter Handauflegung passiert ist, dass Leute, die das Geschenk schon bekommen haben, dass sie für andere beten, dass sie es auch bekommen. Und das habe ich so cool gefunden. Wir hatten im Juni eine Holy Spirit Night gehabt. Und ich habe gehört von 2 Jugendlichen, die da waren. Der eine ist vorgekommen, hat für sich beten lassen, hat in die Zunge gebetet, ist zurückgegangen am Platz, hat für seinen Kollegen gebetet und hat es auch gerade bekommen. Es braucht nicht irgendwie einen besonders geistlichen Vollmächtigen oder weiss ich was. Hey, es ist ein Geschenk, wir können Gott bitten und ich bin überzeugt, er gibt es. Natürlich, übernatürlich, ich sage dir, andere Seite, wo wir nie darüber fahren, ja, wir wollen das, wir brauchen das. Es geht nicht ohne das. Es fehlt uns wirklich etwas, wenn nicht Jesus übernatürlich kann wirken in unserer Mitte. Sag mal, das sind so die Leitplanken, aber das ist nicht das Ziel. Jetzt bringe ich noch ein schönes Auto. Ich sage, ja, eben, ja, nur das Übernatürliche und so, das ist doch nicht alles. Nein, es ist nicht das Ziel in sich selber. Und wir sehen im Vers 1, was das Ziel soll sein. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie.
Hey, dass wir überhaupt das Übernatürliche haben, liegt daran, dass Jesus uns so liebt, dass er möchte, dass wir ihn erfahren können. Und wenn wir einander dienen mit Gaben, es geht nicht darum, dass wir jetzt ein tolles Erlebnis haben, dass es uns ein kalt der Rücken abgeht, weil Gott das brauchen kann. Nein, es geht darum, dass wir die Liebe als Ziel haben, dass wir einander in Liebe dienen wollen. Und das ist mir erst jetzt in dieser Predigtvorbereitung so aufgefallen, du kannst nicht den Umkehrschluss machen. Wenn du dich nicht brauchen lässt für die Gaben, wenn du dich nicht ausstreckst nach den Gaben, wie steht es denn um deine Liebe? Wenn das so etwas Wunderbares ist, was Gott uns möchte zur Verfügung stellen, dann muss ich doch sagen, Herr, ich liebe meine Nächsten und ich möchte, dass sie gesegnet werden durch das. Und ich muss sagen, ich habe es nie so gesagt, aber zum Teil denke ich, ist auch okay, wenn Gott alle anderen braucht für die Gaben, muss er mich nicht auch noch brauchen. Gott braucht mich auch für anderes oder so. Aber hey, nein, wenn ich doch meine Mitmenschen so sehr liebe, dann möchte ich ihnen doch das Beste nicht vorenthalten. Und wenn Gott so sagt, hey, ich kann euch so ermutigen, durch das Wirken vom Geist, muss ich sagen, Herr, ich möchte der Erste sein. Brauchst du mich noch mehr und brauchst du jeden? Ja, wie steht es um unsere Liebe? Wie steht es ums Begehren? Herr, mehr von dem, mehr von dem. Und eben, ich glaube, von dem müssen wir nicht so Angst haben, dass wir dort gerade landen. Also wir dürfen noch ein bisschen in die Richtung kommen. Ich würde lieber, dass wir mal am Sonntag sagen, oh, heute war jetzt ein bisschen chaotisch als andere. Wir sehen nachher in den Vers 23 bis 25, wo das anführen kann. Wenn nun Ungläubige oder Menschen, die nichts davon verstehen, in eure Versammlungen kommen und alle reden in einer anderen Sprache, werden sie euch nicht für verrückt halten? Dann würde ich sagen, ich glaube schon. Wenn ihr jedoch alle prophetisch redet und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er von seiner Schuld überzeugt und durch das, was ihr sagt, überführt. Während er zuhört, werden seine geheimen Gedanken offenbar und er wird auf seine Knie fallen und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. Die Gaben sind ein Liebesgeschenk von Jesus an uns. Und er möchte schlussendlich, dass das passieren kann, was wir da hatten, was wir gelesen haben. Dass wir ihn erfahren, Gott ist wirklich da. Dass er sich uns zeigen kann. Und hey, wie wunderbar, wenn das sogar Menschen sagen, die Jesus gar noch nicht kennen, sagen, hey, da ist so eine Atmosphäre, da ist einfach Gott. Wollen wir das? Was ist das Kennzeichen von dieser Gegenwart von Gott? Gott ist immer da, aber wenn er so spürbar erlebt wird, wenn man etwas von seiner Herrlichkeit schmeckt, sehen, erlebt, ich glaube, wir können nicht anders, als uns sich nichts beugen. Sagen, wow, Herr, ich kann dich nur anbeten. Du bist so wunderbar, so herrlich, so heilig und perfekt. Ich kann mich nur beugen vor dir. Es geht nicht um mich, es geht einfach um dich, um deine Ehre. Und genau das ist da passiert, dass Menschen, die Jesus noch nicht mal gekannt haben, dass sie ihre Knie gebeugt haben vor ihm. Und nicht, weil jemand sie umgestoßen hat oder so, sondern weil es der Heilige Geist einfach ihnen bewirkt hat. Und vielleicht, was beinhaltet das, wenn wir uns so vor Gott beugen? Das heisst immer wieder einfach, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Und Jesus, ich gestehe dir auch ein, dass ich eben selber voll Schuld bin, dass ich sündig bin, dass ich nicht so bin, wie ich sein müsste, bereit für die Gegenwart von Gott. Aber dass wir eine Begegnung haben am Kreuz. Und das ist das grösste übernatürliche Wunder, was je passiert ist, dass ein Mensch alle Schuld auf sich geladen hat, gestorben, aber auferstanden ist, dass Jesus so den Weg zum Vater im Himmel für uns frei gemacht hat. Und das haben die Menschen da erlebt und das können wir heute noch erleben.
Und vielleicht noch ein Wort an die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Man kann vielleicht manchmal das Gefühl haben, ja, das ist etwas für die neu dazukommen. Hey, aber je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto schneller müssen wir auf den Knien sein. Weil wir wissen doch, wie lösungsbedürftig wir sind. Wir wissen doch, wie tief das schlussendlich die Sünde unser ganzes Leben kaputt gemacht hat. Dass es wirklich nur Jesus ist, der uns von dem befreit, der uns gerecht macht, der uns heilig macht, der uns ermöglicht, vor Gottes Bestehen in die Gegenwart zu kommen. Also wenn wir uns nie das Gefühl haben, wir sind aus dem rausgewachsen. Ganz im Gegenteil. Nein, wir haben die Ersten sein, die beugen und sagen, Herr, komm du, wirk du. Und wir sehen in dem Text auch noch, ja, was ist nachher so die Voraussetzung, dass das wirklich passieren kann. Und was ist im Vers 25 heißt, oder 24, wenn ihr jedoch alle, ich könnte wieder mal sagen, wer sind alle? Also es liegt nicht daran, dass irgendwie jemand sich einfach hat brauchen vom Heiligen Geist. Und Paulus sagt da, hey, ihr alle sind in der Verantwortung. Alle. Streckt euch aus, lasst euch brauchen. Und dann könnte man sagen, drittens, natürlich, übernatürlich, alle gemeinsam. Es braucht uns alle. Was könnte das ganz konkret heißen? Hey, lasst uns vorbereitet sein für Gottesdienst, für Kleingruppen, für Teamtreffen, dass wir geistlich vorbereitet kommen. Und da könnte vielleicht gerade Vers 18 unser Motto sein, dass wir so innerlich denken, ich habe mehr in Zungen gebetet als ihr alle anderen. Ich bringe etwas von der Gegenwart von Gott mit. Ich habe vor der Kleingruppe, ich habe mir noch Zeit genommen. Ich habe mir vor dem Gottesdienst Zeit genommen. Ich habe so noch Gott gesucht und ich komme parat. Ich kann vom ersten Takt an, kann ich vor den Thron von Gott kommen. Ich bin parat. Ich möchte von Jesus gebraucht werden. Hat aber etwas mit der Erwartung zu tun, und sagen, ja Herr, ich kann es begehren, ich möchte gebraucht werden für Prophetisches, zum Liebe weitergeben, für alles. Herr, ich möchte gebraucht werden. Und ich glaube, jetzt die Idealvorstellung ist nicht, dass wir jetzt da am Mikrofon jeden Sonntag jede Person hören müssen. Das wäre irgendwo dann eher nach in dieser Richtung da. Auch wenn es noch ordentlich zu und her geht, aber dann hat der Tag kein Ende mehr. Aber, hey, stell dir mal vor, wenn jeder im Welcome-Team einfach so erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, es muss ja vielleicht nur 5 Worte sein bei der Begrüßung, aber wenn die vom Heiligen Geist inspiriert sind, kann die Begegnung an der Tür wichtiger sein als alles, was da im Saal passiert. Es kann sein, dass du einfach einen Impuls hast, geh auf die Person zu, lerne die Person kennen und du gehst. Und das ist die Begegnung, die life-changing ist. Es kann sein, dass du einfach deinem Nachbarn Heu sagst und irgendwo spürst, ich glaube, er braucht eine Ermutigung und dann gibst du ihm die weiter. Und er kommt so erfüllt aus dem Gottesdienst raus. Nicht, weil der Worship gut war, sondern weil du dich vom Heiligen Geist brauchen lassen hast. Natürlich, wenn man das alles auf der Bühne da vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und es hört nicht auf da im Gottesdienst. Auch wenn wir in die Zürich Lounge runtergehen. Du kannst ja einmal reinlaufen und sagen, Heiliger Geist, führt mich jetzt, wo ich sitze. Natürlich, wir gehen alle am liebsten immer zu unseren Freunden, oder? Aber vielleicht führt dich der Heilige Geist mal an einen neuen Tisch an. Und vielleicht entsteht eine ganz neue Beziehung. Vielleicht entsteht da irgendein Gespräch, das so in die Tiefe geht, dass du nur Gott loben kannst, was durch den kleinen Impuls anzusetzen hat können entstehen. Ich glaube, das ist etwas von dem, was es ausmacht. Wir sagen, hey, es braucht alle dort, wo wir sind. Und niemand kann allen Menschen begegnen. Aber wenn wir alle uns vom Heiligen Geist brauchen lassen, hey, dann können wir noch nicht fallen und sagen, wow, so wunderbar, da ist wirklich Gott am Wirken. Machen wir das? Hey, stehen wir doch auf. Jesus, wir danken dir so sehr einfach für deine Liebe. Ich war selber einmal mehr betroffen gewesen, wie wenig Liebe ich eigentlich habe in mir. Aber es ist so schön, dass du voll Liebe bist.
Und dass du auch heute als unser guter Vater einfach da bist und einfach deine Liebe so neu möchtest ausgießen über uns. Danke, Herr, dass du deine Liebe diesen Menschen möchtest zeigen, die dich noch gar nicht kennen. Dass du aber deine Liebe diesen Menschen möchtest zeigen, die schon lange mit dir unterwegs sind und vielleicht einfach neu auch einfach deine Liebe in ihren Herzen brauchen, für sich selber, aber auch für unsere Mitmenschen. Und Herr, es tut mir selber leid, wo ich deine Liebe nicht fließen lassen habe in meinem Leben und wo ich auch entsprechend zu wenig von dem Begehren hatte, dass du mich brauchen kannst, auch für übernatürliches Wirken von dir. Weil es wäre ein Geschenk von dir an uns alle. Und Herr, wir wollen ganz besonders für die Menschen bitten, die heute da sind und die dich noch nicht persönlich kennen, die noch nie auf das Liebesangebot von dir reagiert haben. Herr, ich möchte bitten, dass sie heute Vertrauen fassen in dich und dass sie den Schritt auf dich suchen, wo sie sagen, ich büge mich vor Jesus. Ich bitte um Vergebung von meinen Sünden und ich möchte das neue Leben annehmen, wo Jesus denen gibt, die sich vor ihm bügen. Aber Herr, ich möchte auch für die beten, die vielleicht schon gehört haben von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, aber die auch gerade noch nicht die Gebetssprache haben, von den Zungen beten. Herr, bitte schenk ihnen das, dass wer immer sich danach ausstrecken will, ich bitte, dass er einfach reich beschenkt werden von dir und dass wirklich der Glaube gestärkt werden durch das übernatürliche Wirken, das du schenkst. Und Herr, ich möchte für unsere ganze Kirche bitten, dass wirklich so das prophetisch einfach stärker werden, wo jeder auf den verschiedenen Ebenen, wo du wirkst, dass jeder von uns gebraucht werden kann, dass wir wirklich alle zusammen dazu beitragen können, dass jeder, der das Gebäude betritt, einfach muss sagen, ich weiss noch nicht, was ich mit dem anfangen soll, aber eins muss ich sagen, da ist wirklich Gott. Herr, von dem träumen wir, dass wir erleben, dass deine Ehre grösser wird, dass deine Liebe erlebbar werden kann. Und Herr, wir sagen einfach, da sind wir, brauchst du uns. Brauchst du uns.